Ja, da fangen wir mal gleich an mit Katastrophenbildern. Ich bin jetzt hier mit dem Fahrrad unterwegs. Ich wusste ja eigentlich jetzt auch nicht genau, kann man überhaupt hier fahren? Also das ist jetzt hier zwischen Rosport und Echternach, Luxemburger Seite. Ja, es sieht ja echt schräg aus hier, wie, weiß nicht. Das ist jetzt ja schon, ich glaube, 2,5 Wochen her. Also das Wasser war auch noch hinter mir, über den Radweg drüber, in dem Maisacker. Ich glaube, von dem Mais ist jetzt hier nicht mehr so viel zu sehen. Das ist ja hinter mir mit dem Mais, das ist die andere Seite. Da läuft hinten die Sauer entlang, ne? Praktisch der Grenzfluss. Und dann sehen wir hier überall diese Berge, die schon weggeräumt wurden. Entweder von da unten aus dem Gebiet halt oder was hier so überall angeschwemmt war. Den Weg haben sie schon frei gemacht. Also es wundert mich jetzt echt, dass man hier fahren kann. Jetzt muss ich mal gerade zurück auf die andere Seite. Also das ist der Radweg. Eigentlich bin ich ja wegen einem bestimmten Anlass hier. So, das ist jetzt der Maisacker. Das heißt, hinten ist Maisacker, vorne ist Acker. Da ist ja nicht mehr viel. Also schon krass. Ich bin eigentlich hier, weil es in Luxemburg den ganzen August so Touren gibt, die man nachfahren kann. Das nennt sich Velosommer. Velosommer? Ja, egal. Ich kann ja kein Luxemburgisch. Hört sich bestimmt komisch an. Und da wollte ich jetzt heute mal eine Tour nachfahren. Und weil ich ja erst irgendwann heute Nachmittag, also um 12:30 oder so, bin ich gestartet. Ich bin ja erst 6,5 Kilometer gefahren. Da wollte ich jetzt nicht mehr so weit, weiß ich nicht, in Luxemburg spazieren fahren, bis ich irgendwo so eine Tour habe, weil das ist über das ganze Land verteilt, die Touren, 12 Touren. Die werde ich wohl nicht alle hinkriegen. Ich suche mal halt ein paar raus und will die dann halt schon abfahren. Jo, und jetzt habe ich mir halt die hier rausgesucht. Das ist so ein Rundweg. Also von Rosport bin ich jetzt gestartet über Echternach und dann Bech, ich glaube Manternach und Wasserbillig. Und dann fährt man wieder hoch an der Sauer eben bis Rosport. Das ist eben mein Start und Ziel. Ich denke, wo man anfängt und aufhört, kann man ja selber immer entscheiden, wo man das machen möchte. Dann fahre ich jetzt mal weiter.